8. Kapitel Ankunft. Ludo, er ist da, hat der Prästenhausi in Regen rausgemögt, wo er den Borstenpeter vom Fenster aus gesehen hat. Er hat das Fenster nämlich vorhin gerade aufgetan, um ein bisschen frische Luft reinzulassen. Der Töpfli-Dino und er haben nämlich gäbig gebuckt. Da sind sie beide runtergekommen, um ihren Gast zu begrüßen. Der Borstenpeter hat so fest Freude gehabt, dass er seinen Rahmfuss noch etwas länger hinter seinem Ärli hat gelassen und angefangen hat, im Kreis herumzugumpen. Er hat ja auch allen Grund zum Feiern gehabt. Er ist darum fast zu spät gekommen. Jetzt bist du also fast zu spät gekommen, hat der Töpfli-Dino zu ihm gemeint. Und dann sind sie zu dritt wieder gegangen. «Kannst grad hocken», hat der Töpfli-Dino zum Borstenpeter gesagt. «Der Schweinsfisch ist jetzt grad durch. Und Kalbsherdöpfel sind auch schon ganz heiß», hat der Prästenhausi gesagt, und dabei hat er wieder mal abgeschnauft. «Chamch!» Der Borstenpeter hat Hunger verzeih. Gegessen hat er, was hat mega. Das Essen war fein gsei. Das Kaffee, was es dann nachher gegeben hat, war heiss gsei. Und sie konnten es nur ganz langsam trinken.